Herzlich willkommen zurück bei unserer Sendung. Mega cool bist du wieder dabei und das mal wieder bei unserem gewöhnten HM-Studio. Mega cool bist du da und willst mit uns die Zeit verbringen. Hey, Nathalie, bevor wir weitermachen, ich brauche noch etwas zu trinken. Du bist wieder dran. Nein, das Mal bist du dran. Nein, auf dem Plan ist gestanden, ich bin letztes Mal gewesen und du bist wieder dran. Nein, Was holen? auf dem Plan steht 100%ig, du bist dran. Nathalie, wenn wir wetten, du bist gestanden, du bist dran. Okay, ich gehe es einfach holen. Dankeschön, du musst holen gehen. Kinder kennen das, wenn die im Recht sind, aber die anderen denken, sie sind auch recht, aber es stimmt einfach nicht. Tja, Dankeschön. Nein, lassen wir das sein. Weil sonst diskutieren wir wieder für nichts. Das lohnt sich doch nicht. Wirklich. Komm, wir schauen mal, wie es am Heinrich Schwind und Dr. Alois Kniesli geht. Dort hat es ja letztes Mal ein bisschen brutzelt. Stimmt, die haben ein bisschen Schwierigkeiten gehabt. Jetzt wollen wir mal schauen, wie das dort weitergeht. Du Knüsli, was ist das? Das ist der Schlafsack, den ich eingepackt habe. Aber das ist ja nur eine Hülle. Nein, da ganz tief bin ich jetzt den Schlafsack gehabt. Oh, Schwein. Bist gerade in den Sinn gekommen. Ich hatte letzte Woche gebraucht für den Probedurchlauf von der Expedition. Ja, nein. Vergessen eingepackt. Und jetzt, wo soll ich schlafen, hä? Was suchst du ein Bäumchen? Was hast jetzt du da dabei gedacht? Ich habe noch Schein gedacht. Das ist einfach ein fettiger Müll. Aber ich nein. habe noch Schein gedacht. Das Nein, ist auch wichtig. nein, Knüsli, ich habe es dir letztes Mal gesagt, Nein, wenn es so weitergeht, dann langt es mir, nein, geschwind. mache ich nicht mehr mit. Der Gang halt. Nein, es ist mir doof so. Ich meine, wenn du nicht richtig kannst arbeiten, dann ist mir einfach zu doof und dann gehe ich jetzt lieber selber das Eis suchen, als schon da mit dir noch ein bisschen Ich rumhampeln. muss an alles denken, an das Ei, an meine Mami, an alles. Und Ja. du lässt mich allein. Und an mich denkst du nicht einmal, weißt du, 5 Minuten hättest du an mich denken können, dann wäre das nämlich nicht passiert. Dann sage ich, jetzt gehe ich einfach alleine machen. Dann gang doch heim allein. Dann mache ich es da auch Also, viel allein. Spaß, ciao. Tschüss. Dann mache ich es halt allein. Ganz auf den Kopf geht bin ich ja eigentlich keiner. So. Am anderen Geschwinde. So ein Kogen. Jetzt lässt mich einfach allein. Aber das schaffe ich so allein. Ich bin ja nicht auf den Kopf geht. Ui. Ein riesiger Gorilla. Hey, hörst du? Sau. Was mache ich jetzt echt mit dem Gorilla? Ich habe eine Idee. Das war jetzt eine gute Idee. So, Telly. Ja, gell, Äffli. Das ist halt so. Man sollte nicht alle die Professoren angreifen. Amenecker, ganze Meldung. Amenecker an Basis, da sitzen 2 Affen am Feuer. Amenecker sind Idiot, das Scheiße, steckt der Professor. Jetzt mache ich's. Welches? Der links. Basis von Leutnant Stein Iserli. Da sitzen 2 Affen. Ein Affe und ein Professor am Feuer. Wir bleiben dran. Ja, also laut meinem GPS bin ich schon ganz nah an dem Einfall. Ich habe es jetzt schon gefunden. Hey, ich bin nervös. Es ist nicht mehr weit, aber ich glaube, am Knüsli bin ich sowieso voraus. Dann mache ich da mal eine Pause. Ich meine, die habe ich mir jetzt ja verdient. Jetzt habe ich gut gearbeitet, bin ich weit gekommen. Und ich meine, ohne den Knüsli passieren mir viel weniger doofe Sachen. Das kann ich viel schneller machen. Oh, très bien, ich bin auf dem richtigen Weg. Oh, bonjour, Ja, hoi. mein Was Name, bist denn du? ich bin Alexander Cornelius, mon ami Fernandus Theodor. Ich bin Professor aus Frankreich, ich suche die Öff. Die Weißt, die Öff, Was ist das? das Ei. Ich suche die super Ei. Ich habe da in diesem Buch, habe ich gelesen von die Ei. Ich suche die Ei. Ja, also Die super von Ei. den speziellen Hühnern oder was? Von die super Hühn. Oui. Aber zeig mal das Buch. Nein, das ist geheim. Das habe ich aus Staatsbibliothek von Frankreich. Aber pst, ist ein Geheimnis. Weißt du, wo ist die Süpperei? Ja, ich bin auch am Suchen. Du bist auf der Suche nach der Süpperei. Ja? Dann, Also- ich rede nicht mehr mit dir. Geh weg, ich mein Süpperei. Was war jetzt das für ein Vogel gewesen?
Nein. Der ist ja noch viel komischer als der Knüsli. Nein. Nein, aber eigentlich, dass so einer Ei findet, will ich ja eigentlich auch nicht. Ja, komm. Ich gehe, glaube um Knüsli helfen, weil es ist, glaube besser, wenn der Knüsli es findet. Ja, hä? Oder was meinen die? Soll ich zurück zum Knüsli gehen? Ja. Ja, aber er hat jetzt ja schon wirklich viele dumme Sachen gemacht. Und ich meine, an mich hat er auch nie gedacht. Nein. Aber doch, eigentlich ist es ein Liebe. Und er meint ja eigentlich alles gut. Ja. Doch, ich gehe jetzt ein Knüsli suchen und dann finden wir zusammen das Superei. Oberstleutnant und Iseli, Sie sind weg. Eben nicht, ich kann gehen, die Luft ist rein. Eben, Ecker, wir sind da nicht im Film. Kann man auch rundherum laufen. Excuse. Eben, Ecker. Ist noch frisch? Eben, Ecker, doch nicht mit der Flinte. Basis, der Knüsli und der Affe haben das Feuer verlassen. Wir bleiben dran. Ja, siehst du noch, wie wir manchmal wir streiten, gerade zum Dr. Knüsli und dem Heirik Schwing genau gleich. Und darum sind sie schlussendlich beide alleine gewesen. Hey, mega. Und vielleicht kennst auch du das in deinem Leben, dass du manchmal alleine bist. Vielleicht auch wegen Streit oder sonst irgendetwas, was gerade vorgefallen ist. Aber es gibt so ein schönes Lied, das sagt, dass wir nie alleine sind. Und das haben wir jetzt zusammen singen. Steht doch auf, wo immer ihr sind und singt mit uns mit. Egal wo du bist, darfst du wissen, du bist nicht allein. Ja, ich habe dir heute eine Karte mitgebracht. Und zwar die Karte, die zeigt, wo der Abraham durchgegangen ist. Von seiner Heimat, wo er gekommen ist, Ur hat das geheissen dort, das ist ganz da unten. Und dann sieht man den Weg, wo er durchgelaufen ist, am Fluss entlang, da bis da rauf. Dort haben wir Haran. Ist aber noch nicht das Land, das Gott ihm möchte geben. Dann ist er von dort oben runter bis etwa an diese Stelle. Dort unten, das heisst Land Kanaan. Und das ist das Land, das Gott ihm hat geben wollte. Ihm, seiner Frau, seiner Familie, seinen Leuten. Und dort ist er auch hergekommen. Das war Gottes Plan, dass der Abraham dort hergehen kann. Und der Plan war wunderbar. Und leider, du kannst dich vielleicht erinnern, wenn du geschaut hast, letzte Sendung, wir haben gehört, der Abraham ist nachher dann von da weitergezogen bis auf Ägypten, weil es da eine Hungersnot gegeben hat. Auf eigene Faust, selber entschieden, ist er weitergezogen dort runter.
Aber dort hat es nur Probleme gegeben. Er hat für das, oder es ist wie Gott hat ihm das nicht gesagt, er soll dorthin gehen. Er hat das selber entschieden. Gott hat ihn eigentlich da in das Land führen. Und wenn wir vielleicht manchmal nicht gerade immer sehen, das Gute daraus, so wie es Gott sagt, so ist es eben gleich das Beste. Genau so, wie es da in dem Vers steht, wenn wir das auch letztes Mal schon angeschaut haben, überlass dem Herr oder eben überlass Gott die Führung von deinem Leben. Vertrau auf ihn, er macht es richtig. Sagen wir es gerade einmal alle miteinander. Du darfst daheim, wo du bist, du darfst laut mitmachen, du darfst mitreden mit mir. Ich sage es vor, du darfst mitmachen. Überlass dem Herrn die Führung in deinem Leben. Vertrau doch auf ihn, er macht es richtig. Psalm 37, Vers 5. Und jetzt tun wir wieder den Herr und auf ihn ein bisschen lauter betonen. Überlass dem Herrn die Führung in deinem Leben. Vertrau doch auf ihn, er macht es richtig. Psalm 37, Vers 5. Und jetzt dürfen mal alle die braune Augen haben, dürfen jetzt mitmachen. Also ich rede jetzt gleich auch mit, ich habe zwar blaue, aber ich rede gleich mit. Und sonst nur die braune haben. Überlass dem Herrn die Führung in deinem Leben. Vertrau doch auf ihn, er macht es richtig. Psalm 37, Vers 5. Ja, Gott macht alles richtig. Und er möchte, dass du ihm einfach vertrauen kannst. Weißt du wieso? Weil er dich liebt. Weil er dich liebt, weil er dich gemacht hat. Und er möchte nicht nur, dass der Abraham vertrauen kann, sondern eben auch du. Er hat auch mit deinem Leben einen Plan. Er hat dich gemacht, er hat dich lieb. Er möchte dich führen. Und darum möchte er das in diesem Vers auch genau dir sagen, dass du ganz Gott kannst vertrauen. Die Führung von deinem Leben einfach ganz ihm kannst überlassen. Und wissen, auch wenn es vielleicht nicht immer gerade wunderbar aussieht, aber einfach den Glauben darfst du in dir haben, das Wissen darfst du in dir haben, Gott, er macht es richtig. Machen wir gerade nochmal das Ping-Pong-Spiel, das wir auch schon gemacht haben. Ich fange wieder an und du darfst den zweiten Teil sagen. Und so weiter. Überlass die Führung, vertrau doch auf ihn. Psalm 37. Sehr gut, wunderbar. Klappt das? Ja, überlass dem Herrn die Führung. Er macht es richtig. Ja, Gott macht alles richtig. Bei Gott gibt es nichts Falsches. Er hat die Welt gemacht, er hat das Leben gemacht. Er weiß, was gut ist. Bei ihm gibt es wirklich nichts Schlechtes, nichts Böses. Bei ihm gibt's, die Bibel sagt, er ist heilig. Das heißt, es gibt keine Sünde, es gibt nichts Schlechtes. Bei Gott ist alles nur gut. Er weiß, was richtig ist. Er weiß, was gerecht ist. Und darum ist das so ganz wichtig. Er macht es richtig. Gott macht wirklich alles nur gut. Und da darfst du ganz darauf vertrauen. Jetzt machen wir es ein bisschen schwieriger. Und zwar nehme ich jetzt da die einen Schöffli oder Bibelversteil weg. Das auch noch. Jetzt wollen wir schauen, ob du es immer noch kannst. Jetzt müssen wir schauen, ob ich es selber auch noch kann. Probieren wir es mal. 1, 2, 3. Überlass dem Herrn die Führung in deinem Leben. Vertrau doch auf ihn. Er macht es richtig. Psalm 37, Vers 5. Genau. Sehr gut. Können wir das noch? Und sagen wir das noch. Jetzt könnte ich es so lassen und einfach sagen, sagst du mal alleine auf und ich höre dir zu. Ich weiss, ich höre dich nicht, ist ein bisschen schwierig, aber vielleicht könnt ihr das einfach mal üben. Kannst du das daheim so sagen oder vielleicht alles zumachen oder schnell Pause machen und den Vers aufsagen. Kannst du mal probieren. Ich mache es jetzt da wieder her. Ja, überlass dem Herrn die Führung in deinem Leben. Und das heisst eben auch auf ihn hören. Und für das kannst du eben wieder die Bibel führen. Die Bibel lesen ist nicht einfach nur etwas, man macht es, damit man es gemacht hat, sondern durch die Bibel möchte Gott zu dir reden, möchte Gott zu mir reden.
Und darum ist die Bibel ein ganz wichtiges Buch. Das sind Gottes Worte. Und dort redet er. Dort sagt er, was er möchte. Und wenn du das liest, dann wirst du ihn immer besser kennenlernen und auch das, was er möchte. Ja, jetzt zum Schluss probieren wir etwas ganz Spezielles. Und zwar können wir den Vers mal umgekehrt aufsagen. Ich hoffe, dass das klappt. Mit umgekehrt meine ich jetzt nicht, dass wir da unten anfangen, sondern wir kehren uns um. Also du daheim kannst dich auch einfach umkehren und den Vers so nochmal aufsagen. Probieren wir es mal. Ich hoffe, du hast dich umgekehrt. Ich habe mich umgekehrt. 1, 2, 3. Überlass dem Herrn die Führung in deinem Leben. Vertrau doch auf ihn. Er macht es richtig. Psalm 37, Vers 5. Hast du es geschafft? Ich hoffe es. Also, und ich freue mich, dass wir auch heute wieder etwas Neues haben, wo vom Abraham weitererzählt. Heute ist nämlich der Carmelo da. Bevor er jetzt aber kommt, wirst du wieder den Trailer sehen. Ja, ich weiss, ich habe gesagt, ich bin jetzt eigentlich nicht mehr da, aber ich gehe ja nachher auch, weil eben der Carmelo kommt. Und du siehst mich jetzt eigentlich nur da Pause machen, weil ich habe da eine feine Schwedentorte und ich geniesse es jetzt und fange die an essen. Ja, hoi, Joshua, wie geht's? Carmelo, hoi. Was machst denn du Danke. da? Ja, ich mache jetzt Pause, weil du bist ja dran und ich esse meine Torte. Was, deine? Nein, das ist meine. Die habe ich jetzt essen. Nein, Carmelo, ich habe ja die gekauft. Ich habe jetzt Pause, ich hocke an und ich fange jetzt an essen. Wie, du hast die gekauft? Nein, schau mal, jetzt warte schon. Die Torte ist ja näher bei mir, also gehört sie ja logischerweise mir, oder? Siehst du auch so, oder? Das ist meine. Nein, nichts da. Ich habe die gekauft, oder? Die Quittung sollte ich noch irgendwo haben, weiss jetzt gar nicht mehr wo. Aber ich habe die gekauft. Und ich habe jetzt Zeit zum Essen. Du hast gar keine Zeit. Das ist meine Torte, gib mir die an. Also schau mal, ich mache dir einen Vorschlag. Weißt du was? Mitteilen sie einfach. Halbe, das ist fair. Ja, jein. Okay? Ich bin jetzt nicht so einverstanden, aber... Also ich wähle zuerst aus, ist gut, weil irgendwie... Und das auch noch? Was ist denn mit dieser Torte passiert? Hä? Ja... Was hast du mit dieser Torte gemacht? Ja, ich weiss, als ich sie gekauft habe vorher, bin ich eben nachher gestolpert und dann ist sie runtergefallen. Okay. Dann ist sie ein bisschen verdrückt. Ja. Aber sonst nimmst du die Hälfte. Nein, also schau mal, ich wähle und der Fall ist eigentlich klar. Ich nehme natürlich die schöne Seite. Ja, aber du... Hey, hallo! Du hast ja gar nicht das Recht, um die Torte zu essen. Feine Torte. Hey, ich bin empört. Irgendwie erinnert mich das an irgendetwas. Aber an was? An was erinnert mich das? Ah, genau. An eine Geschichte. Dort haben auch irgendwie 2 Männer sich über eine gute und eine schlechte Hälfte unterhalten. Und irgendwie ist es, glaube ich, um ein Land gegangen. Ah, das steht doch in der Bibel, in Mose. Weißt du was? Am besten hole ich jetzt meine Bibel und wir schauen das zusammen an. Genau, da steht nämlich im 1. Mose, Kapitel 13, der Abraham ist auf Ägypten gegangen. Und der Pharao, der hat ihn dann wieder weggeschickt. Und irgendwie hat das mit seiner Frau zu tun gehabt. Wisst ihr noch, um was es gegangen ist? Wer weiß noch, wieso der Pharao den Abraham weggeschickt hat? Wenn ich das richtig im Kopf habe, haben wir das letzten Sonntag nämlich gehört. Genau, der Abraham hat am Pharao zwar gesagt, dass Sarai seine Schwester ist, aber was er ihm nicht gesagt hat, ist, dass sie auch seine Frau ist. Und wo der Pharao das erfahren hat, hat er ihn fortgeschickt aus Ägypten. Der Abraham hat also seine Tiere genommen, seine Knechte, natürlich seine Frau, und ist aus Ägypten zurück, aufwärts Richtung Kanaan. In das Land, von dort, wo er hergekommen ist, wegen der Hungersnot. Und er war ein reicher Mann. Er hat ganz viel Gold und Silber gehabt. Und natürlich auch sehr viele Tiere. Sehr viele Kühe, sehr viele Schäfe, Kamel.
Und die haben vor allem eins wollen: viel essen und trinken. Und der Lot, der hat er natürlich auch mitgenommen. Das ist sein Neffe. Der Abraham ist am Lot sein Onkel. Und der Lot, der hat auch sehr viele Tiere gehabt. Und so ist es nicht lang gegangen und es ist zum ersten Streit gekommen. Hey, das ist unser Platz, da sind wir zuerst gewesen, rufen die Knechte vom Abraham. Nein, sicher nicht. Wir sind gestern schon da gekommen, essen mit den Tieren. Also heisst das, wir dürfen heute nochmal kommen, sagen die Knechte vom Lot. Und so ist das gegangen. Immer und immer wieder. Aber denk mal darüber nach. Tönt das bei dir manchmal nicht auch so? Hey, das ist mein Spielzeug, das habe ich zuerst gehabt. Oder, hey, nein, das ist mein Stuhl, da habe ich zuerst hocken. Aber weißt du was? Ich verrate dir jetzt mal etwas. Bei uns Erwachsenen tönt das manchmal ähnlich. Sieh, das ist mein Parkplatz, da habe ich jetzt gerade fahren mit dem Auto. Und, okay, ich muss zugeben, ich habe ja vorher auch mit dem Josua wegen dem Kuchen gestritten, also bin ich nicht besser. Ja, der Lot und der Abraham, die haben einfach zu viel Tiere für das Land. Es hat nicht genug Platz gehabt. Und der Abraham, der hat von diesen Streitereien gehört, weil seine Knechte haben ihm das erzählt. Und er ist traurig geworden. Er hat nicht wollen, dass er Streit hat mit dem Lot. Also hat er ihn gerufen: Du Lot, komm mal zu mir. Schau mal, ich möchte nicht, dass du und ich Streit haben. Deine Knechte und meine Knechte. Das ganze Land steht dir offen. Willst du nach rechts gehen, gehe ich nach links. Willst du nach links gehen, gehe ich nach rechts. Der Lot lässt seinen Blick übers Land schweifen und schaut sich alles ganz genau an. Oh, da hinten, da hat sie am Fluss, das ist der Jordan. Und es hat ganz viel grüne Wiese. Das ist so eine tolle Seite. Und die andere? Da hat es kein Wasser, da hat es keinen Fluss. Da ist ja fast nur Wüste. Es hat zwar schon ein bisschen Gras, aber der Fall ist klar. Abraham, ich gehe auf diese Seite, Richtung Sodom. Jeder schaut nur für sich. Jeder will eigentlich nur das Beste für sich selber. Aber was lesen wir in der Bibel? Was sagt Jesus dazu? In Markus Kapitel 12, Vers 31 steht: Lieb deinen Nächsten wie dich selber. Also wenn ich mich selber ja liebe und für mich das Beste will, wer ist denn mein Nächster? Mein Nächster war beim Kuchen jetzt der Josua. Also soll ich ja das Beste, den schöneren Teil vom Kuchen, durch den Josua geben. Also genau das Umgekehrte von dem, was ich gemacht habe. Das heisst aber auch, wenn du mit deinem Bruder oder deiner Schwester streitest und ihr das gleiche Auto wollt, dann gib doch einfach das Auto oder die Puppe deiner Schwester und deinem Bruder. Und wenn in der Schule einen Platz siehst und du willst ansitzen und jemand hockt gerade vor dir an, ja, dann lass ihn halt sitzen, nimm einen anderen Stuhl. Und weißt du was? Nächstes Mal darf der Josi die schönere Seite vom Kuchen haben. Und genau das hat der Abraham gewusst. Und darum hat er den Lot auswählen lassen. Er hat die bessere Seite einfach für den Lot gelassen. Er hat sie ihm gegeben. Sie haben sich verabschiedet und es sind beide glücklich gewesen. Der Lot war überglücklich gewesen. So viele schöne Wiesen. Ich kann einfach anlaufen, meine Tiere anstellen, die essen und kaum ist das Gras weggefressen, packe ich mein Zelt zusammen, gehe 100 Meter in die Richtung und habe schon wieder frische Wiesen. Der Abraham, der war auch glücklich gewesen. Endlich kein Streit mehr mit dem Lot. Aber habe ich da überhaupt genug zu essen für meine Tiere? Kann ich überhaupt überleben? Da ist ja alles so dürr. Und währenddem sich der Abraham Gedanken macht, redet Gott zu ihm: Abraham, schau nach Norden, schau nach Süden, schau nach Westen und Osten, schau in jede Himmelsrichtung. Das ganze Land, wo du siehst, das soll eines Tages dir gehören. Dir und deinen Nachkommen. Und du sollst so viel Nachkommen haben, dass man sie nicht zählen kann. Sie sollen sein wie der Staub auf der Erde. Und ich habe noch jetzt etwas mitgenommen. Ich habe noch ein bisschen Staub mitgenommen. Schaut mal.
Könnt ihr das zählen? Wie viel Staub ist das? Ist das echt 5 Staub oder 10 Staub? Das ist noch ein bisschen schwierig zu sagen. Aber ich weiss, was noch mehr hat. Schau mal unter dein Bett oder unter deinem Sofa. Ich bin sicher, du findest noch ganz viel davon. Und stell dir mal vor, du gehst raus vor dein Haus, in die ganze Stadt schauen oder auf der ganzen Welt. Wer kann denn so viel Staub zählen? So viel Kind hat Gott am Abraham versprochen. Er soll Kind haben und die Kind nochmal Kind und denen ihre Kinder noch mehr Kind und so weiter. Ja, der Abraham hat nicht mehr aufhören zu staunen. Er hat das Beste eben nicht für sich selber wollen, sondern hat das Beste am Lot gegeben. Und Gott hat ihm mehr als das Beste gegeben. Er hat ihm das ganze Land versprochen. Und genau so sollen wir das auch machen. So soll das auch bei uns sein. Und der Abraham war so außer sich gewesen, er hat dem grossen Gott anbeten. Also ist er zum nächsten Wald gelaufen, hat dort einen Altar gebaut und hat dort den grossen Gott angebetet. Und Gott ist auch zu uns so. Er will nur das Beste für uns. Das bedeutet zwar nicht, dass du alles überkommst, was du gerne willst, aber ganz sicher alles das, was du brauchst und was Gott dir geben möchte. Ja, wir wollen doch zum Schluss das genauso machen wie der Abraham und zu dem grossen Gott beten. Ja, Vater, ich danke dir, dass du immer bei uns bist, auch in diesen schwierigen Tagen, wo wir nicht in die Schule können, unsere Kollegen nicht so viel sehen und wo wir nicht wissen, wie lange es geht, ob es gut kommt. Aber wir nehmen alles aus deinen Händen her und wir wollen dir danken dafür. Amen. Vielleicht habt ihr gemerkt während der Geschichte, Gott hat den Abraham nie in den Stich gelassen. Er war immer sein Begleiter gewesen. Und im Lied, das wir jetzt zusammen singen wollen, geht es genau auch um das. Gott will unser Begleiter sein. Jeder Tag, jede Nacht, sollst du mein Begleiter sein. In der Schule und daheim und wenn ich bei Freunden bin. Ganz egal, wo ich auch hingehe, du wirst mich gar nie im Stich lassen. Jeden Tag vom Leben bist du für mich da. Jede Nacht, jede
In der Geschichte haben wir gehört, dass der Abraham nachgegeben hat. Und obwohl er hätte sagen, welches Land er möchte, hat er zuerst am Lot Wahl gegeben. Und das Schöne ist, dass Gott ihn trotzdem so reich beschenkt hat. Und das dürfen wir auch in unserem Leben wissen, du und ich. Wenn wir Gott vertrauen und vielleicht mal nachgeben, dann dürfen wir wissen, dass Gott ganz gut für uns sorgt und uns reich beschenkt. Genau so wie der Gott Abraham reich beschenkt hat. Na, vielleicht nicht genau gleich, aber ihr habt auch eure Mami super reich beschenkt und sehr verwöhnt. Die ganzen coolen Fotos, die ihr uns eingeschickt habt, wollen wir euch jetzt zeigen. Und natürlich gibt es nachher wieder ein Quiz. Darum bitte ja nicht abschalten, weil der Josh kommt noch mit dem Quiz. Dort gibt es coole Preise, aber wir verabschieden uns an dieser Stelle. Nachher geht es weiter mit den Fotos und dem Quiz. Bis nächsten Sonntag. Tschüss! Ja, vielen Dank. Wir sind jetzt da wirklich wieder am Schluss der Sendung. Ihr seht, wir haben es da richtig gemütlich. Also, so könnte man es noch ein Weile lang haben, gell? Ja, so. Ohne weiteres, ja. Sagen. Auf jeden Fall, ja. Ja, ich habe wenn ich dich jetzt mal da habe, Ja. du hast ja die Bilder mitgebracht. Ich habe mich eigentlich schon immer gefragt, wieso dass der Sand da so hell ist und dort so blass. Ja, ist eine gute Frage, ja. Hast du dich vielleicht auch gefragt? Also erstens mal noch wichtig zu sagen, einfach auch, dass das du weißt, gemalt habe nicht ich's. Oh, Weil dann wäre es nicht so schön rausgekommen. Ja, anders rausgekommen. Ja, also, genau. Aber es ist ja so, mit diesen Bildern, wir haben zuerst eben nur das mal gemalt. Und die sind dann irgendwann später dazugekommen und die Person, die das dann gemalt hat, hat ja, halt irgendwie die falsche Farbe verwünscht. Oder vielleicht ist in der Zwischenzeit einfach der Sand ein bisschen geiler geworden. So richtig schön leuchtend. Ja. Ja. Oder da ist ein bisschen, vielleicht schon ein bisschen staubig geworden, der Sand. Vielleicht ist es ja das. Ja. Also mir gefällt auch die Kamele sehr gut. Also. Ja, aber ich weiss nicht, dort hast, wenn ich jetzt schaue, das eine Kamel dort, das sehen wir jetzt vielleicht nicht unbedingt, aber es hat ein Auge und das hat gar kein Auge. Die machen nur die Augen zu. Ah, die haben einfach die Augen zu? Okay. Ja stimmt, sie werden ja von der Vorderen geführt. Ja. Genau, vielleicht ist es ja das. Ja. Du, weißt du, jetzt habe ich das Gefühl gehabt, ich komme vielleicht noch drum herum. Was denn? Der Grund, wieso ich dich da solche Fragen frage, ist, eigentlich müsste ich jetzt ein Quiz machen, oder? Ja, genau, stimmt. Sie haben es ja schon gesagt, oder? Richtig. Aber ich will eben, wenn die Sonntagsschule abläuft ohne Quiz, dann kann ich die eben selber heimnehmen. Alles klar, habt ihr das gehört? Aber ich glaube, eigentlich er will euch reinlegen. Fairerweise müssen wir jetzt schon das Quiz machen. Und ihnen die Möglichkeit geben, die da zu gewinnen. Ich würde sagen, und wenn jetzt er da die Banane, Schokobanane oder was es auch immer ist, wenn er die möchte, dann schlage ich vor, macht einfach möglichst viel, heute sowieso besonders, macht möglichst viel beim Quiz mit, weil dann wird die Chance immer kleiner, dass er sie bekommt. Oder siehst du das auch so? Ja, also jemand wird es wahrscheinlich gewinnen. Ja? Ausser die haben alle Fragen falsch, aber bis jetzt sind sie so gut gewesen. Du hast da schon etwas vorbereitet. Genau, es sind Fragen drauf. Willst du anfangen? Mal vorlesen. Ja. Also, erste Frage. Genau. Wohin ist der Abraham gelaufen, wo er aus Ägypten vom Pharao vertrieben worden ist? Antwort A. Ist er runter nach Kanaan? Oder Antwort B. Ist er rauf nach Kanaan? Oder Antwort C. Ist er über nach Kanaan? Ich muss noch vielleicht überlegen, ihr habt ja die Karte gesehen. Ich glaube, da könnt ihr das schon herausfinden. He? Willst du die nächste Frage vorlesen? Genau, schauen wir. Ja, genau. Frage 2. Warum hat der Abraham vom Streit zwischen den Knechten von ihm und vom Lot erfahren? Antwort A. Er hat sie beim Streiten selber verwünscht. Oder Antwort B. Er hat einen Brief bekommen und dort ist es drin gestanden. Oder Antwort C. Seine Knechte haben es ihm erzählt. Ja, eine ist richtig. Überlegst dir. Josh, du kannst weitermachen. Frage 3.
Wie haben der Abraham und der Lot den Streit gelöst? Entweder A, sie haben sich getrennt, oder B, sie sind zurückgegangen nach Ägypten, oder C, sie haben ein paar von ihren Tieren verkauft. Mhm. Sollen wir noch eine Bonusfrage machen? Noch eine vierte Genau. Frage, das haben wir noch nie gemacht. Ja, genau, das können wir machen und mir jetzt gerade etwas in den Sinn kommen. Okay. Und zwar könnten wir vom Bibelvers. Oh ja, stimmt. Vom Das haben wir Bibelvers. schon zweimal gehört, also das solltet ihr eigentlich können. Schon zweimal gehört, genau. Vielleicht, ich weiß nicht, klar, ihr seid daheim, ich könnte theoretisch die Bibel aufschlagen, aber ich weiß nicht, vielleicht können wir einfach, wir vertrauen ihnen, dass sie den Bibelvers einfach noch anschreiben können. Genau. Sollen sagen? Nochmal die Bibelstelle. Ja, die Bibelstelle nur, aber nicht Okay. der Vers. Ja. Nur die Bibelstelle, Ja. Psalm 37, Vers 5. Kannst du den Vers in der Bonusfrage? Auswendig anschreiben. Genau. Das wäre Ehrensache. Ja. Gut. Doch, Okay, finde ich wunderbar. super. Dann würde ich Super. sagen, ja, jetzt ist die Sonntag schon wirklich vorbei. He? Mhm. Für heute. Wir sehen uns in einer Woche wieder. Und dann Genau. habt's gut heim und bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen. Ciao miteinander.